Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu dieser Episode Filmlife. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt von Stiftrunde Like zu losen, zu abonnieren und noch Glock zu drücken. Und wenn ihr dieses Projekt noch unterstützen wollt, dann kommt einfach bis auf meine Patreon-Seite gucken. Heute geht es um den vielversprechenden Oscar-Kandidat 1917. Was diesen Ersten Weltkriegsfilm dann nun so speziell macht, und was für eine Geschichte ihr dann hier erzählt wird, das sieht alles hier bei Filmlife. Wir befanden uns am Ersten Weltkrieg am Jahr 1917. An der Nordfrankreich belagern die deutsch und britische Einheiten hier Schützegräben, ohne auch nur einen Zentimeter führen zu kommen. Daraus geht die Moral von den Einheiten natürlich immer mehr schlecht. Und an der zu schlechter Situation ging Soldaten Schofield und Blake auf eine genauso wichtige wie auch riskante Mission geschickt. Sie sollen nämlich das zerbombte Gebiet zwischen den Schützengräben überwannen und eine Nachricht und ein anderes englisches Bataillon bringen. Die sind nämlich kurz wieder die deutschen Einheiten anzugreifen und genau da auch an hier Fall zu laufen. Wenn sie nicht so packen, die Nachricht zu überbringen, werden 1600 britische Einheiten hier Leben losen und darin auch den Blake sein Bruder. Ob sie es da packen, die Nachricht zu überbringen und was für Gefahren weh ob sie lauern, das sieht alles am Kino bei 1917. Mit 1917 kriegt ihr ein intensiv Kinoerlebnis geboren mit einer ziemlich simpler Story. Wenn ihr die Geschichte wie lo just kurz zusammenfasst, kann in das Spiel nicht vorstellen, dass daraus ein spannender Film soll entstehen. Mit dem Regisseur Sam Mendes ist es heute gelungen, mit diversen Stilmitteln eine simple Geschichte bildgewaltig, intensiv und fesselnd durchzustellen. Die ganze Geschichte geht dann hier in 2 Stunden ziemlich ruhig erzählt, die auf verschiedene Momente immens abdrehen kann. An eben weil der Film die meiste Zeit so ruhig ist, sind die wenigen Momente umso intensiv. Ein Stilmittel, das das Ganze dann immens unterstützt, als dass der ganze Film eine Plansequenz ist. Das soll bedeuten, dass an diesem Film, wie zum Beispiel auch Birdman, nicht Schnitze gesehen ist. Charaktere gehen halt von der ersten Sekunde an mit der Kamera begleitet. Das gibt ein permanent Gefühl, ganz nah an den Charakteren drin zu sehen und an die Handlung mit involviert zu sehen. Und das dreht, wie ihr erst schon vorstellen könnt, immens zur Spannung bei. Immens positiv sind mir hier auch die Kulissen aufgefallen. Die sind so perfekt, dass man denkt, Live für Detail durchgestaltet gehen, dass ihr immer das Gefühl hat, wirklich sich auf einem Schlachtfeld zu befinden. Also 1917 möchte eigentlich genau das, was der Kriegsfilm machen soll. Es involviert den Zuschauer und schockiert dabei auch. Die muss sich bewusst sein, dass dieser Film den Ersten Weltkrieg real und schockierend durchstellt. Und die 2 Hauptcharaktere spielen dann häufig eine perfekte Ergänzung. Sie drohen dazu bei, dass den Horror, den so ein Krieg mitbringt, an den Personen rum zu sehen ist. Hier ist nicht ganz viel Platz für Patriotismus. Hier wird ihnen gewesen, dass die Leute einfach nicht mehr Angst hatten und an ihrer Panik just noch probiert haben zu überleben. Und das bringt den Dean Charles Chapman und den George McKay hier auf den Punkt. Die ganze Zeit fehlt ihm mit den Protagonisten mit. Also ich ging so, mit 1917 geht das Jahr starken Oscar-Kandidat mit an Rennen. Der Film ist von der Optik, von der Stimmung und vom Cast einfach nicht mehr gelungen. Und genau so müssen so Geschichten noch erzählt gehen. Also wenn ihr für Kriegsfilme zu begeistern seid, dann ist 1917 genau das richtig für euch. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie euch der Film gefallen hat oder ob ihr euch selbst überhaupt nicht durchgucken könnt. Aber wie schon am Anfang gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann denkt von daran zu liken, zu abonnieren und Glock zu drücken. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit 1917. There is only one way this ends. Last man standing. I'm going back to see my father. We need to keep moving! Come on! I'm going back. He can't possibly make it that way, man! You bloody insane! Why in God's name did you have to choose me? Stay, please. If you don't get there in time, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Good luck.